Hi Friends! Ich fühle mich, als wäre ich bei Vogue. Ich habe Nutella am Arm. Ihr denkt, alle fragen mich immer, wirklich immer nach so einer detailed Make-up-Routine. Und wenn ich auf Insta und TikTok und so halt so kurz mal zeige, was ich mache, sieht man eigentlich gleich nicht wirklich, was ich mache. Also so, wie ich es mache, sondern man sieht einfach, was ich drauf tue und ungefähr wo. Und dann habe ich gedacht, ich mache mal eine YouTube-Version, wo ich nicht gestresst bin und wo wir uns so viel Zeit nehmen können, wie wir wollen. Also ich muss jetzt ums Verrecken Lipgloss drauf tun. Hey, Lippen sehen nur crusty aus. Das hier ist ein guter Lipgloss von Essence. Also, theoretisch würde ich mit Skincare anfangen und so, aber das habe ich heute schon mal gemacht. Ich habe mich jetzt extra abgeschminkt für das Video, weil ich einfach Bock hatte, um eine auf Beautyfluencerin zu machen. Das ist, man muss dazu sagen, das ist nicht mein Everyday Make-up, sondern so mein Savage-Fühl-Make-up. Mein normales Make-up wäre Blush, Mascara und Augenbrauen. Fertig. Das ist alles, was ich brauche. Vielleicht noch ein bisschen Highlighter, weil ich einfach... Also, wenn man Highlighter drauf hat, fühlt man sich einfach gut. Also, ich habe angefangen, den Flawless Filter von Charlotte Tilbury zu brauchen. Ich habe noch kein Dupe ausprobiert zu dem, darum kann ich euch nicht sagen, Digga... Ah nein, ich habe gerade gedacht, ich habe meinen Beauty Blender vergessen, aber ich mache das gar nicht mit dem Beauty Blender. Also, eben, ich kann euch nicht sagen, ob der jetzt wirklich so gut ist oder so. Ich habe keine Ahnung von so Foundation und so. Und das ist ja eigentlich nur, was ist das? Was ist das? So ein Serum oder so. Keine Ahnung, das ist so teuer und die Schrift ist schon weg. Aber das sollte ja eigentlich so unter Foundation gehen. Aber ich finde einfach, es macht einen schönen Glow. Und darum, wenn ich so Bilder mache oder keine Ahnung, mich so für ein cooles Video oder meine Thirst Traps vorbereite, dann ready mache oder so zum rausgehen und weiß auch nicht. Dann gefällt mir das einfach, weil es macht so glowy Haut. Aber man muss sehr aufpassen. Also erstens, ich glaube, ich hätte die Farbe heller nehmen können. Das ist die zweithellste Farbe. Ich glaube, ich müsste die hellste haben. Aber jetzt für den Sommer geht es. Aber so vorher war nicht so nice gewesen. Aber das hier ist Zoeva 124 Brush. Richtige Pflänzerin. Obviously, nichts von dem ist gesponsert. Viele von diesen Produkten habe ich halt geschenkt bekommen, weil mir Sachen geschickt werden. Darum. So, das ist die Grundlage. Dann kommt entweder, und ich sage es euch, es ist scheißegal, welches von beiden man eigentlich braucht. Sie sind überhaupt nicht gleich von der Konsistenz, also das ist es nicht. Aber ich sehe eigentlich auch nicht so wirklich einen Unterschied. Also entweder brauche ich die Concealers, den Löscher von Maybelline, oder den Dior Concealer. Der ist viel dicker. Und halt einfacher zum... Also ich finde halt, die Applikation ist mühsamer als so das Teil. Und dann tue ich einfach so ganz wenig da. Und egal was ich schminke, Bro, man sieht meine Augenringe trotzdem. Also das ist einfach so. Ich muss auch nicht alles verstecken. So. Ich mache das mehr, um so Highlights kreieren. Das so... Ihr wisst, was ich meine. Gut, ich habe so eine ranzige Concealer-Brush. Wie sagt man das? Bürste. Nicht Bürste. Ein Pinsel. Ranziger Essence-Pinsel, aber... Und ich habe noch nie einen anderen Concealer... Also das ist wirklich ein Concealer-Pinsel. Ich habe noch nie einen anderen gehabt, darum weiß ich nicht, ob der scheiße ist. I guess, er funktioniert. So. Ein bisschen so grob tue ich es einfach mit dem. Man sollte ja eigentlich so reindrücken. Aber ich habe die Geduld nicht für das und darum tue ich gleich so. Aber wenn man so High Coverage haben will, sollte man ja eigentlich so da machen mit Concealer. Falls du das nicht gewusst hast. Ich weiß nicht, ob mir so voll Beauty-Gurus folgen eigentlich und mein Zeug schauen. Oder so Leute wie ich, die eigentlich keine Ahnung haben und gerne Ahnung hätten, aber nicht wissen wie. Das ist so das Ding, so, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich brauche es, um mich festschminken oder so. Es geht überhaupt nicht um das. Ich finde einfach, ich sehe halt mega jung aus und wenn ich mich ein bisschen mehr schminke, fühle ich mich ein bisschen älter und so ein bisschen mehr ernst genommen. Und einfach allgemein so, es ist einfach ein Mood. Aber ich habe nie das Bedürfnis gehabt, um es jetzt zu machen, weil ich mich sonst hässlich fühle und so. Und darum habe ich das Gefühl, ich kann es auch nicht gut, weil so kein Drang dazu bestanden ist bis jetzt, um so... Weißt du, so, wow, ohne seine Scheiße aus, oh mein Gott, bitte bringt mir jemand bei, wenn ich es richtig mache. Wisst ihr, was ich meine? Also, hoffentlich ist es bei niemandem so, aber ich weiss, es ist bei vielen Leuten so. Bitte nicht, hä? Nächst ist ein Fenty Beauty, was ist schon wieder? Matchstick. Also kein Contour und kein Bronzer, sondern irgendwie so ein
Zwischendinge, apparently. Ganz viel auf die Stirn. Und da, ich weiß eben auch nicht ganz, was da ideal wäre. Ich habe ja hure so handsome Squidward Cheekbones, darum will ich auch nicht übertreiben. Aber mache ich irgendwie trotzdem jedes Mal. Und dann nehme ich einfach so eine Revolution. Nein, das stimmt gar nicht, Alter. Real Techniques Pinsel, die ich auch für Blush brauche. So, und dann, ja, okay. Ich glaube, das ist schon sehr heftig. Warte, schau kurz auf der Kamera. Ja, auf der Kamera sieht es noch heftiger aus als in echt. So, das da unten dran ist wahrscheinlich für mich nicht ideal. Weil ich schon so die Linie habe. Ich mache lieber da das da oben. Aber jetzt habe ich gerade ein bisschen zu viel drauf gemacht. So. Die Nase habe ich auch nicht, wie man macht. Ich mache es einfach, damit es auch ein bisschen Farbe hat, to be honest. Da hat mir mal eine gesagt, die mich ums Verrecken einfach im Sephora schminken wollte. Und ich eigentlich einfach nur etwas kaufen. Und ich bin dann am Schluss so eine halbe Stunde dort gesessen, weil sie einfach Bock hatte mit Schminken oder ihr irgendwie langweilig war oder so, keine Ahnung. Digga, da habe ich auch noch Nutella. Was soll das? Nein, auf jeden Fall hat sie immer gesagt so, ja, so, da musst du auf jeden Fall nicht konturieren, weil da geht es bei dir so innen. Es sieht ein bisschen komisch aus. Darum nur auf der Stirn und da, aber ich habe es jetzt gleich gemacht. Aber danke, Queen. Sorry, ich befolge deine Tipps nicht so gut. Haben das Gefühl, ich sehe aus, als hätte ich jetzt schon 3 Produkte drauf? Ich finde nicht. Dann kommt als nächstes. Es gibt verschiedene Variationen, Leute. Entweder nehme ich diesen Blush, der ist von Clarins, oder der von Milk, oder den hier von Pixie, den habe ich ganz neu, den finde ich hure cool. Oder der von Rare Beauty. Das ist die Farbe, mega viele fragen mich das, ist Encourage. Ich glaube, das ist nicht so eine gehypte Farbe, das ist nicht eine von denen, die eigentlich alle nehmen. Aber der hier ist so hure pink, schaut. Warte, ist es überhaupt schon Zeit für das? Ja! So, dann mache ich nochmal hure Special, da so eine Linie auf der Nase und da so da oben. Das hat ja TikTok einem beigebracht, oder? Dass man Blush so da oben machen muss. Ich mache immer hure viel, weil es verschwindet nach 20 Minuten. Der da zwar weniger, aber so auch der von Rare Beauty verschwindet bei mir hure schnell. Das ist wahrscheinlich auch, weil ich brauche halt nicht so Fixing Spray oder so. Ich will einfach gar nicht, ich tue nicht mal Puder drauf. Ich habe das nicht gern. Also, amigs mache ich es, aber nachher bereue ich es. Ich glaube, ich kann es einfach nicht so, wie man es machen sollte. Das ist jetzt für mich persönlich noch ein bisschen zu wenig. Darum, wenn du nicht so blushsüchtig bist wie ich, ist gut und recht. Ist wahrscheinlich besser so. Vielleicht denke ich mir in ein paar Jahren so, Digga, what the fuck, wieso habe ich ausgesehen wie ein kleines Kind. Coco, kannst du eigentlich mal rumlaufen? Aber ich will eben... Das Ding ist halt, ich weiss, es sieht nicht natürlich aus. Aber gleichzeitig sieht es irgendwie gleich natürlich aus. Weißt du, was ich meine? Es ist noch nicht so übertrieben. So, jeder weiss, dass ich geschminkt bin. Aber du schaust mich vielleicht so an und denkst so, was hat sie gemacht? Das ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Zerstört meine Hoffnung jetzt bitte nicht. Dann mache ich die Augenbrauen. Zuerst muss ich sie so durchbürsten. Wie jeder normale Mensch auch, hoffentlich. Und normalerweise, ich weiß gar nicht mehr, was ich sonst immer gemacht habe, aber jetzt plötzlich, ich habe Zalando so random das Teil bestellt. Das ist von Revolution. Revolution Pro. 24-Hour Brow Night and Day Brow Pen. Ash Brown. Es hat definitiv nicht Night and Day, aber ist schon okay. Das hat sich geräumt. Das ist wie so eine... Schaut. Okay, das sieht man nicht. Es ist einfach so eine Filzstiftige. Aber das hat einfach eine gute Farbe und es geht hure schnell. Weil ich tue nur da hinten. Vorne sieht es instant aus wie so eine Box, wenn ich es mache. Weil ich einfach... Keine Ahnung, Alter. Helle Augenbrauen habe oder so. Oder einfach unfähig bin wahrscheinlich. Okay, klein vorne. So. Dann lasse ich es ein bisschen trocknen, weil sonst verschmiert es, weil es ja so etwas so flüssig ist. Der Merlin sagt so blöde Sachen. Was ist los? Willst du spielen? Ich aber nicht, ich habe keinen Bock. Am Flughafen in Paris habe ich die fucking geile Huda Beauty Palette gekauft. Ich habe noch nie etwas von Huda Beauty gehabt. Das ist Nude Medium Palette. Medium, Nude, keine Ahnung. Weil ich sonst nicht in Paris gekauft und war frustriert und habe dann einfach irgendetwas kaufen. Willst du mir jetzt sagen, dass meine eine Bürste hier nicht vorhanden ist? Ah!
Okay, eigentlich... Ah nein, da. Ich würde, wenn ich ein Bewerbungsgespräch hätte, sagen, ja, eine Stärke von mir ist, dass ich sehr geduldig bin. Und nachher bin ich so, wo ist die verdammte Pinsel? Das ist ein Pinsel von Sephora. 09 Crease. Der ist sehr gut, der ist so richtig fluffy. Und dann gehe ich in... Was ist das für eine Farbe? So eine Farbe. Weil ich finde, mit blauen Augen sieht so ein bisschen rot-rosa, warmer Ton nice aus. Weil irgendwie passt so nichts zu blauen Augen. Also, man sagt ja, glaube ich, einfach braun. Mit allen anderen Augenfarben, so grün, musst du irgendwie so violett oder blau sogar und so. Mit braunen Augen kannst du jede Farbe und so. Und zu blau sieht einfach alles irgendwie wack aus. Oder falls ihr da ein anderes Wissen habt, let me know bitte. So, dann tue ich einfach so ein bisschen da in die Crease mit dem, einfach nicht zu fest, auch so, dass es so ein bisschen... Keine Ahnung, Alter, man merkt einfach einen Unterschied. Dann kommt mit einem random Pinsel von 2016 von Shein oder so noch so ein bisschen Glitzer. Das ist eine MAC-Palette. Die gibt es, glaube ich, immer noch. Das ist schon alt. Dann nehme ich jetzt so einen abgeschrägten Pinsel, wo ich nicht weiss, von wo der ist, weil es steht nichts drauf. Und gehe in so einen matt dunkelbraun und mache einen Lidschatten-Eyeliner, I guess. Aber so mega fein. Und wenn ihr mich jetzt fragt, wenn ihr euch fragt, wie zum Fick macht man das, Bro, keine Ahnung. Folgt einfach so der natürlichen Form von eurem Auge. So, wenn ich längerfristig will, dass es bleibt, dann nehme ich das hier. Das ist von Maybelline New York. Und das heißt Color Tattoo up to 24-hour Eye Stick. Sticks steht mit einem X. Weil der ist hure so... Okay, ich zeige es euch jetzt. Mit dem kann man es einfach nicht so präzise machen, wenn man immer heisst. Aber so ein bisschen. Und dann sofort mit einem Bürstchen so verstreichen. Und das, wenn es mal eingetrocknet ist, hat das legit so gut. Und sieht halt immer noch aus, als wäre es einfach nur so Lidschatten-Ding. Und das ist halt so mehr mein Vibe. Jetzt sind hoffentlich die Augenbrauen trocken von diesem komischen Filzstift. Und dann brauche ich das immer von Essence Fix It Like a Boss. Das ist das Augenbrauengel. Und so viel wie ich weiss, wenn man kein anderes Produkt auf den Augenbrauen hat, also wenn du so ein bisschen Concealer da in den Augenbrauen hast, dann siehst du es sofort, dann macht es so weisse Rückstände. Aber wenn man einigermaßen saubere Augenbrauen hat, bis aufs Augenbrauenprodukt, glaube ich, gibt es keine weisse Rückstände von dem. Außer meine Friends haben es mir noch nie gesagt. Ich habe schon ein paar Mal gefragt, so, Bro, bist du sicher? Und das hat mir nie jemand gesagt. Kommen wir zu den Wimpern. Dann nehme ich immer, seit es die gibt, die Maybelline Sky High in braun. Ich liebe braune Mascaras. Für die Wimpern habe ich legit mal auf TikTok ein ausführliches Video gemacht, wie ich es mache. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe einfach lange Wimpern. Aber seht ihr, was ich probiere zu machen? So gegen oben da und dann da außen so gegen hinten. Dass es so Cat-Eye-Effekt macht. Und vor allem mache ich hure viel Mascara drauf da hinten. Dass es so eigentlich richtig verklumpt. Wenn alles ungefähr passt, ich einfach noch mal ein bisschen mehr Mascara und tue so da oben so die zusammenkleben. Nur oben, so die Spitze. Highlighter, Digga, Highlighter. Also, ich habe hure lang wirklich nur den hier, Mesmerize, von Rare Beauty gebraucht. Jetzt habe ich aber wieder eine Phase, wo ich goldige Highlighter geil finde. Das ist hure alt, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber das ist von Maybelline New York. Master Strobing Stick. Und wenn ihr den von Rare Beauty nicht zahlen wollt, habe ich ein Dupe von Revolution Bright Light Highlighter Strobe Champagne. Oh, dann ein bisschen hier aufs Näschen. Man muss aber aufpassen, weil eben ist alles so hure pigmentiert bei der Selena. So Lip Liner von Manhattan. Das ist Farbe 45. Das ist mein Lieblings. Ich glaube, haben wir einen anderen Lieblingscover. Das ist jetzt mein neuer Lieblings. Also ist nicht ganz mein Liebling. Gut. Ich tue nicht overlinen. Das sieht immer dumm aus wie mir. Einfach so normal. Und weil ich ja schon Lipgloss drauf hatte, verblendet es halt irgendwie so smooth. Yes!
I think this would already be the end of the video, probably. This is my Slay makeup look. It's very easy, I promise. Like, everyone can do it. Even you. So, das ist der Result. Soll ich mal ins Sonnenlicht? 10 out of 10 would recommend alle. Ich hoffe, es hat irgendjemandem etwas gebracht. Also du hast jetzt einfach eine chillige Zeit gehabt, bei mir zuschauen und zulassen. Wir sehen uns nächstes Mal. Und let me know, was ihr sonst noch so gerne auf YouTube sehen würdet. Weil YouTube ist so... Ich würde es gerne machen, aber ich weiß hart nicht, was man macht auf YouTube. Bis zum nächsten Mal.